Dankeschön. Look, ich möchte mit der Frage einsteigen. Und zwar, wer von euch hat gerne Krimis? Also Film und Bücher. Darf ich mal sehen? Krimis. Sehr schön. Wer hat gern von euch Komödien? Also meistens so Komödien. Ja, bei Komödientypen, okay, so super. Wer liebt Thriller? So richtig, wirklich, so, das wird schon wieder weniger. Und so Actionfilme, so Liam Neeson. Alle meine Fans, yes, das ist geil, ne? So Tom Cruise und so weiter. Jetzt kann ich ganz lang ausholen. Dokus über Natur. Da hinten sofort ein aufgestellt. Dokus hier, Natur, da sind wir dabei, pur. Gut. Dann bleibt so eine Kategorie ungefähr übrig, Romanzen. Wer liebt das? Oh, mehr als ich dachte. Ja, okay. Ja, das gibt es auch. Das ist so. Das ist so. Look, wenn das Buch Ruth verfilmt worden wäre, dann wäre das definitiv eine Romanze geworden. Das Buch aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, look, es gibt keine einzige Explosion da drin, keine Verfolgungsjagd, keine Schießerei, noch niemals ein Diebstahl, richtig. Es ist wirklich, also es ist eine vollkommene romantisches Buch, so gegen Ende, am Anfang weniger, aber es ist wirklich wie so eine Romanze aufgebaut. Es ist wirklich verrückt. Das ist das einzige Buch, einer der einzigen Bücher in der Bibel, wo vollkommen ohne Wunder auskommt. Es gibt überhaupt nichts übernatürliches Wunder, nicht irgendwas passiert, kein Meer wird geteilt, keine Toten stehen auf oder sonst was, Leute werden gesund und so weiter. Nix. Passiert nichts von dem Ganzen. Es geht um Frauenfreundschaften in dem Buch. Und es ist verrückt, ich schaue nicht gern Romanzen. Es sind häufig mega lange Dialoge, so ein Romanzen. Man erklärt sich die Welt und die Liebe und überhaupt. Und wenn du sowas gerne hast, dann lest das Buch Ruth. Es hat viele Dialoge in dem Buch. Es wird mega viel geschwätzt und da, hin und her. Aber das ist interessant. Es ist erstaunliche, trotzdem eine mächtige, wirklich eine kraftvolle Geschichte. Und die Geschichte beginnt tatsächlich wirklich mit einer ganz großen Tragödie. 3 Frauen erleben wirklich eine ultimative Tragödie. 3 Frauen werden zu Witwen. Und obwohl nichts wirklich wahnsinnig Übernatürliches passiert, spürst du, wie vom Anfang bis zum Ende von dem Buch, irgendwo ist Gott irgendwie da drin. Irgendwie in der Geschichte ist er irgendwie mit dabei. Obwohl gar nichts Spektakuläres passiert. Wie gesagt, kein einziges psychisches Wunder, nichts und so weiter. Aber eben von Vers zu Vers, du merkst die Gegenwart, die Macht und auch das Verständnis Gottes für all die Sachen ist irgendwo präsent. Man könnte sagen, das Buch ist wie ein kraftvolles, aber auch ein sehr intimes Buch. Ein sehr lebensveränderndes Buch. Und wenn du heute hier sitzt oder zuschaust online oder das später siehst und dich in der Lebensphase auf einmal wiederfindest, wo manche Dinge eben schmerzen, wo manche Dinge nicht so toll laufen oder anders laufen, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Wenn du in der Lebensphase bist oder im Abschnitt merkst, du hast Hoffnung für manche Dinge in deinem Leben sogar verloren, da gibt es nichts Lebendiges, Richtiges da, wo mich gerade aufpumpt und so. Wenn du in so einer Lebensphase bist, dann könnte es so sein, dass dieses Buch wirklich zu dir spricht. Und ich ermutige dich in der nächsten Woche, das Buch einfach mal durchzulesen. Ich bin überzeugt davon, das könnte wirklich in deinem Leben was verändern. Wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel festzustecken und denkst, ja, wie könnte das sich irgendwie anders entwickeln? Gibt es noch eine andere Zukunft? Dann lest dieses Buch im ersten Teil der Bibel mal. Und wir beginnen heute mit dem allerersten Kapitel. Und es ist interessant, das Buch geht sehr viel am Anfang darum, look, es hätte Preis irgendwo in unserem Leben, wenn wir manchmal umkehren. Und man muss auch den richtigen Zeitpunkt im Leben mal kapieren, wo man umkehren sollte.
Das fängt alles so an in diesem ersten Kapitel. Und dass die Geschichte wirklich was Besonderes in sich hat. Ich habe in der Vorbereitung eine Story entdeckt von einem Samuel Johnson, ein englischer Literat, der 18. Jahrhundert gelebt hat und so und einer der viel zitiertesten Persönlichkeiten war in Großbritannien. Er war in so einem literarischen Club, neben Shakespeare so eine ganz wichtige Figur in der Literaturwelt in England. Und im 18. Jahrhundert herum gibt es die Story von ihm, wo erzählt wird, dass er in seinem Club zusammen war mit seinen Freunden, wo man sich gegenseitig Geschichten vorlas, die neuesten Sachen oder andere Sachen, die man entdeckt hatte, sich gegenseitig vorlas. Und er hat dieses Buch Ruth vorgelesen. Ohne zu sagen, dass das ein Teil von dem ersten Teil der Bibel ist, aus der Bibel kommt, ohne zu sagen, dass es Ruth heißt. Er hat es einfach vorgelesen. Und die Begeisterung von seinen Kollegen war so groß, dass sie es wirklich als ein erstklassisches Stück fanden. Eine außergewöhnliche Story. Und er im Nachhinein erzählt hat, das Ding kommt aus der Bibel. Und die wenigsten von den anderen Kollegen fanden die Bibel spannend. Und er sagt, das müsst ihr mal lesen. Und das steht in der Bibel. Ja, das steht in der Bibel. Nochmals, ich ermutige dich in den letzten Wochen mal, dieses Buch zu lesen. In der jüdischen Tradition wird das Buch Ruth einmal im Jahr komplett im Gottesdienst gelesen. Und zwar immer am Pfingstfest, am jüdischen Pfingstfest, das heißt Shavuot, richtig ausgesprochen. Das jüdische Pfingstfest oder Erntedankfest, wie sie es nennen, findet immer im Frühjahr, Frühsommer statt, dieses Jahr im Juni. Und jeweils an diesem Pfingstfest lesen sie das komplette Buch Ruth. Juden kennen das Buch sehr gut. Und hat für sie auch eine spezielle, wichtige Bedeutung, weil da ein paar Sachen drin vorkommen, die sind außergewöhnlich für die ganze Geschichte. Das Buch ist ungefähr 1000 vor Jesus geschrieben worden und fängt an mit folgenden Sätzen. Und zu der Zeit, als die Richter für Recht sorgten und eine Hungersnot im Land war, zog ein Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen fort, um sich als Fremder in dem Land Moab niederzulassen. Ganz am Anfang von dem Buch heißt es da, zu der Zeit, als die Richter für Recht sorgten. Richter für Recht sorgten. An dem Punkt muss man einen Augenblick wie innehalten schon und sagen, okay, was war das denn für eine Zeit? Vor dem Buch Ruth im Alten Testament kommt das Buch Richter. Und das komplette Buch Richter beschreibt eine sehr spezielle Zeit im Volk Israel. Es gab keine Könige. Es gab keine richtige Autorität. Es gab eben diese eingesetzten Richter über Städte, über Regionen und so weiter. Ich lese nochmal. Zu der Zeit gab es keinen König in Israel. Kein König in Israel. Und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist ein Satz, der kommt im ganzen Buch Richter zigmal vor. Und am Ende vom Buch Richter ist das der letzte Satz. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Keine Könige, die eingesetzten Richter. Und so wurde die allgemeine Zeit beschrieben. Jeder tat, was er für richtig hielt. Leute, das klingt für mich im Bitz nach heute. Das könnte man in unserer Zeit auch definitiv irgendwo sagen. Jeder tut das, was er für richtig hält oder für richtig empfindet, wenn es für mich stimmt. Wenn es für mich stimmt, dann ist es richtig. Wie ich mich nicht nur anziehe, wie ich mich fühle, in welchem Körper ich lebe, und welche Meinung ich über dieses oder über jenes habe. Jeder tut das, was er letztlich doch für sich als richtig empfindet. Und das war die Zeit, die damals war. Es wird beschrieben, es war eine Hungersnot in dem Land. Und wir sehen eine Familie, die aus Angst eben nicht genug zu essen bekommen hat, irgendwas unternehmen muss. Und da heißt es weiter, und der Name des Mannes war Elimelech. Der Name seiner Frau war Naomi.
Und die Namen seiner beiden Söhne waren Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen auf das Land von Moab und blieben dort. Werfen wir einen kurzen Blick auf die verschiedenen Namen. Sie werden expliziter drin genannt, wie die Leute hießen. Da war einmal der Elimelech. Elimelech, das war der Ehemann, der Vater. Und sein Name bedeutet so viel wie mein Gott ist König. Das somit übersetzt dann. Der Name von seiner Frau, Noemi, heißt so viel wie meine Süße oder Angenehme. Jetzt, bevor ich zu den Kindern komme, muss man verstehen, wie damals die Kinder benannt wurden. Entweder die Kinder kriegten einen Namen, der war quasi wie so prophetisch war. Du bist ein starker Held, du Gottesfürchtiger, mein Gott ist König für dich und so weiter. Oder man gab eben die Namen, was man offensichtlich bei der Geburt irgendwo gesehen hat. Und dann hat man das Kind nach dem Namen benannt. Also in meinem Fall wäre das gewesen Kahlkopf oder dicke Nase, hätte man dann gesagt. Das wäre so ungefähr das, was bei mir ihnen eingefallen wäre. Und die beiden kriegen den Namen Malon, das heißt so viel wie der Kranke oder kränklich. Und Kilion heißt so viel wie der Gebrechliche oder müde. Offensichtlich sind die Kinder wahrscheinlich vielleicht zu früh geboren worden, aber bei ihrer Geburt hatten sie zu kämpfen. Und irgendwie, der eine war dauernd krank, der andere war dauernd am Pennen oder gebrechlich, am Schreien und so weiter und so fort. Und dann nennen sie die Kinder eben nach dem benannt. Der Kranke, der Gebrechliche, der Müde, der Kranke. Du musst dir vorstellen, gehst du irgendwie zu Besuch bei deinem Nachbarn, wie heißen denn die Kinder? Der Kranke und Müde. Ist der nicht wahnsinnig prickelnd und so? Aber so hat man das gemacht. Und wenn du jetzt der ein oder andere Vater oder Mutter hier inspiriert wird und denkt, da tut sich ja was auf. Ich könnte meine Kinder, die momentan in so einer Trotzphase sind oder in der Pubertät sind, könnte ich vielleicht auch einen anderen oder einen Zusatzname geben. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Man könnte sie Meckerina nennen. Meckerina Irene oder sowas. Oder Trotzin. Trotzin finde ich ein guter Name. Trotzin Ralf, Trotzin Olli oder irgendwie so. Genau. Oder Stressian. Gibt ja Kinder, die könnte man wirklich sagen Stressian. Der letzte gefällt mir am besten, Stören. Nenn dein Kind einfach mal Stören. Stören, es gibt Möhren, komm her, los, komm rein. Stören, das passt fast bei vielen Kindern. Störin, ist ja egal. Look, das ist die Idee dahinter. Du siehst, was offensichtlich ist oder was prophetisches. Und hier haben wir Namen wie die süße, angenehme, Noemi, krank und müde. Und eben mein Gott ist mein König. Elimelech macht sich Sorgen um seine Familie, weil eine Hungersnot herrscht. Und dann zieht er mit seiner Familie von Bethlehem, heißt es dann, nach Moab. Von Bethlehem nach Moab muss man ums Tote Meer so ein bisschen herum wandern, also ein bisschen, sind ungefähr 80 Kilometer, um dort in dem Land anzukommen. Nicht wahnsinnig weit. Wenn du denkst, du gehst so 5 Kilometer pro Stunde, braucht man so 16, vielleicht 17 Stunden. Das macht man als Familie nicht unbedingt in einem Tag, man kann es hinkriegen, aber man macht vielleicht 2, vielleicht macht man auch 3 Tage da draus. Aber in 2, 3 Tagen ist man von Bethlehem ums Tote Meer drumherum in Moab angekommen. Und das macht die Familie. Elimelech entscheidet sich, er verlässt Bethlehem, nimmt seine Familie mit, was sich im Nachhinein an sich als schrecklicher Fehler herausstellte. Warum? Weil per Gesetz war an sich den Israeliten, den Juden, verboten, nach Moab sich überzusiedeln, hinzugehen. Es hat per Gesetz sogar verboten, Ehen zu schließen zwischen Israeliten und den Moabitern. Und der Grund dafür ist, der liegt ganz am Anfang von der Bibel, in Genesis, könnt ihr das nachlesen, Kapitel 19. Das Volk Moab ist entstanden aus der wirklich verrückten Story um Lot herum, der vollkommen besoffen da lag und einer seiner Töchter mit ihm schlief und daraus Nachkommen zeugte. Und das sind die Moabiter.
Und Mose hatte das ziemlich deutlich schon gesagt, look, ihr dürft wirklich nicht dahin ziehen, wir wollen das trennen, das soll nicht zusammen sein. Es hatten so eine Gottheit, die ist Kenosch, verschieden zu sagen, da wurden Kinder geopfert, alles mögliche, wirklich kultige, verrückte Angelegenheiten. Und wie gesagt, per Gesetz waren sich vor den Israeliten vorgeschrieben, zieht nicht dahin, wohnt nicht da und vor allen Dingen heiratet auch nicht untereinander. Elimelech beschließt mit seiner Familie von Bethlehem auszuziehen und nach Moab zu ziehen. Bethlehem übersetzt wo Haus des Brotes, aber Hungersnot. In Moab gibt es aber Brot und deswegen macht er sich auf den Weg. Und es ist noch interessant, wenn er die Bedeutung von den Namen nachgeht und sagt, was passiert wirklich in den ersten Versen von diesem Buch Ruth. Mein Gott ist König. Aber Elimelech macht genau das Gegenteil. Er sagt, look, ich muss selbst überlegen. Ich muss überlegen, wo es geht hin. Ich habe Verantwortung für meine Familie. Wir gehen dahin. Egal, was das Gesetz auch sagt. Egal, ob wir das dürfen oder nicht. Er lebt letztlich so, wie es zur damaligen Zeit war. Jeder tat das, was er für recht hielt. Punkt. Und das macht er. Und er zieht nach Moab. Will mir eben das an sich für übel nehmen. Ich habe mehrmals lesen müssen und gesagt, kann ich ihm das wirklich verübeln? Kann man es wirklich so hart mit ihm ins Gericht gehen und sagen, du machst einfach das, was du willst? Hätte ich denn wirklich so viel anders gehandelt, wenn meine Familie in einem Land, in einer Gegend wohnt, Bethlehem, sehr steiniges Gebiet, wenn es da nicht regnet, dann wächst da wirklich nichts. Und die entscheiden jetzt zu sagen, nein, ich muss da was zu essen haben. Wahrscheinlich hat er gedacht, in Moab ist eine bessere Wirtschaftslage. Wir haben nicht nur was zu essen, ich kann auch verdienen, ich kann für meine Familie sorgen. Und das Ganze ist vielleicht 2-3 Tagesreisen entfernt. Also, so what? Wo ist the big difference? Also, die paar Kilometer lebe ich woanders, lebe ich da, was soll's? Dann lebe ich halt unter denen. Ich kann das verstehen. Aber ich möchte an dem Punkt auch vielleicht mal eine Klammerbemerkung machen. Ich kann es verstehen und trotzdem möchte ich eine kleine Warnung mal aussprechen. Weil da und dort werden, glaube ich, auch dann wirklich falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe das häufig sehen müssen, dass gerade wenn es um Familie geht, mit einer eigenen Familie, eine erweiterte Familie, dass die wirtschaftliche Versorgung meiner Familie mehr Priorität hat als ein geistlicher Prioritätenstandard oder ein geistlicher Schutz für die Familie. Mir wichtiger ist, wie geht es uns wirtschaftlich, als das, wie geht es uns wirklich geistlich. Sind wir wirklich auf diesem Weg, wo Gott uns haben möchte? Wenn da ein besseres Jobangebot versprochen wird, dann gehen sehr viele Leute mal davon aus, ja, das ist gut, das ist richtig. Das macht Sinn, ich verdiene auch mehr, ich kann besser für meine Familie sorgen, ich kann auch großzügiger sein. Ich kann mehr geben, verschenken und so weiter. Also das macht doch durchaus Sinn. Aber das macht nicht immer Sinn. Wie gesagt, das kann Sinn machen, aber es macht längst nicht immer Sinn. Und es geht sehr wohl darüber nachzudenken, ob es wirklich Sinn machen sollte für da. Ich habe schon etliche Leute erlebt, die wegen einem besseren Jobangebot, wegen diesem, jenen und wegen dem paar Stutz, wo ich mehr habe und so weiter, letztlich gesagt haben, hey, ich gehe dahin. Leute, die wirklich gut mit Gott und allem unterwegs waren, aber irgendwo auf ihrem Weg mal entschieden haben, look, ich folge hier diesem String von Geld. Ich folge dem und das mache ich und mache das konsequent. Eine bessere Absicherung und so weiter. Und dann finden sie sich irgendwo an einem Ort, wo sie zwar mehr Geld haben, aber weniger Gott. Und nochmals, das gilt nicht pauschal. Aber ich möchte also eine Klammer machen. Denkt darüber gut nach, ob es sich immer lohnt, nur mehr Geld zu haben und besser abgesichert zu sein. Und manchmal ist es nicht von Vorteil. Die Lage in Bethlehem war angespannt. Und deswegen, wie gesagt, entscheidet Elimelech für sich und seine Familie, wir gehen aus Bethlehem weg, wir gehen nach Moab. Die Story tut uns im Prinzip auf die erste Verse schon recht herausfordernd.
Wenn wir so auf unsere heutige Zeit versuchen, auf unser Leben ein Stück mal, sage ich mal, zu übertragen und sagen, was passiert da? Welche Dynamiken stecken dahinter? Und letztlich steckt die Frage dahinter, was tun wir, was tue ich, wenn Zeiten schwierig werden? Was mache ich? Bildlich gesprochen bleibe ich in diesem Bethlehem, wo aber nichts zu essen ist, wo momentan Hungersnot ist. Aber es wäre an sich richtig, da zu bleiben. Oder gehe ich bildlich gesprochen nach Moab und sage, ich mache das, was mir an sich für richtig erscheint. Was tust du, wenn die Zeiten hart werden? Was sind die Parameter, nach welchen du entscheidest? Die ersten paar Verse stellen uns die Frage. Ist Gott mein König oder ist das ein Label? Die Geschichte nimmt einen ganz tragischen Verlauf auf den ersten Versen in der Bibel, in dem Buch Ruth. Nach einiger Zeit stirbt der Elimelech und es wird nicht beschrieben, warum er stirbt und wie er stirbt. Er stirbt einfach. Es ist einfach geschrieben, er stirbt, ist tot. Die Witwe bleibt mit ihren beiden Söhnen zusammen. Die beiden Söhne suchen sich Frauen aus dem Volk der Moabiter, Orpa und eben diese Ruth. Und heiraten, leben 10 Jahre zusammen und dann sterben beide Söhne. Der Kränkliche und der Müde. Beide sterben. Zurück bleiben 3 Witwen. Das ist ein trauriger Start in einer Geschichte, die dann hinterher mal romantisch wird, aber am Anfang wirklich traurig ist. Eben wie viele Romanzen anfangen. Traurig und alle heulen und ich schalte dann um und wie eine Frau schimpft und so. Aber so fängt die Story an. Und dann passiert was Interessantes, die Naomi entscheidet sich, ich gehe zurück nach Bethlehem. Und der Grund, der da genannt wird in der Story, heißt, sie hat davon gehört, dass in Bethlehem es wieder zu essen geben würde, dass die Hungersnot an sich jetzt wieder gegen Ende geht. Und ganz offensichtlich hat es wieder geregnet. Weil das braucht es in der Region Bethlehem, weil es sehr steinig, karges Land ist. Und immer wenn kein Regen kommt, dann ist es schwierig, in der Region zu leben. Und dann, kommt wieder Regen, und es kommt Regen und Bethlehem, das Haus des Brot, hat wirklich wieder physisch auch Brot. Und sie entschließt sich, sie möchte zurückgehen und die Schwiegertöchter machen sich mit auf ihren Weg. Und schon während sie am Anfang loslaufen, tut die Naomi ihre Schwiegertöchter bedrängen. Das heißt wörtlich, sie bedrängte sie. Hey, bleibt doch hier im Moab. Ihr seid Moabiter. Was kommt ihr mit mir mit nach Bethlehem, nach Juda? Das macht überhaupt keinen Sinn. Bleib in dem Land, wo sie deine Sprache reden. Bleib in dem Land, wo deine Familie ist. Bleib in dem Land. Und sie sagt das explizit dann. Bleib doch in dem Land, wo vielleicht ihr doch nochmal eine Chance auf eine Heirat habt und auf eine Absicherung im Leben. Wenn du als Witwe, als junge Witwe da umher warst, du warst wirklich schlecht bestellt. Keine Arbeitslosenversicherung, nichts. Heirat, das war der Punkt. Du musst irgendwo heiraten, in eine Familie hineinkommen, so wirst du versorgt. Und Naomi sagt den beiden Schwiegertöchtern eindringlich, geh zurück. Es macht no sense, mit mir mitzukommen. Und nach mehreren Dialogen, wie gesagt, es wird viel geredet in dem Buch, ist dann endlich, sagt die Orpa, okay, das macht Sinn und sie geht zurück, weil sie denkt, sie hat Zukunft. Sie hat ihre eigene Familie in Moab und sie hat eventuell wieder eine zukünftige Familie, weil sie vielleicht die Chance hat zu heiraten. Und Ruth sagt dann Folgendes. Aber Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen und zurückzugehen von dir weg. Denn wo du hingehst, dahin werde auch ich gehen. Und wo du übernachtest, da werde ich auch übernachten. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, werde ich auch sterben. Und doch will ich begraben werden. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nur der Tod soll uns beide trennen. Das ist die einzige Rede am Stück, hinterher tut sie nur noch antworten in dem Buch, das ist die einzige Rede, wo die Ruth hält. Und das ganze Buch Ruth wird sich hinterher um die Aussage von Ruth drehen. Die ganz nächsten Kapitel. 72 Wörter in der Übersetzung.
Eins der großartigsten Versprechen, finde ich jedenfalls in der Weltliteratur, die da eine Person gibt. Die Verse werden häufig genommen so als Trauverse und werden dann bepredigt in so einer Trauung. Ich gehe dahin, wo du hingehst und so. Da kann man ganz viel draus machen, wenn man will. Ja. Aber es geht mehr hier nur um Trauversprechen, obwohl das häufig benutzt wird. Eine junge Frau hängt sich an eine alte Frau. Man kennt sogar das aus den ersten Versen aus der Bibel heraus. Der Mann hängt seiner Frau an. Ruth verlässt Vater und Mutter und hängt sich an Naomi an. Ich habe in der Vorbereitung eine Auslegung dazu gelesen, wo eine geschrieben hat, ja, das war die erste Regenbogenfamilie. Nee, war sie nicht. Man ganz deutlich sagen, nein, war sie nicht. Nein, es ging ja auch nicht um eine lesbische Beziehung zwischen einer älteren und jüngeren Frau. Nein, das geht nicht. Die Story entwickelt sich anders. Es ist irgendwie eigenartig, was da passiert, dass die Naomi sich verbündet mit der Ruth. Die Ruth sagt, ich will mit dieser älteren Frau loslaufen. Naomi sich selber sogar später bezeichnet als verbitterte Frau. Sie sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, Verbitterte. Die ist bitter geworden in diesem Land Moab. Mann verloren, Söhne verloren, keine Zukunft. Und dann hängt die junge Frau sich an diese ältere Frau und sagt, ich gehe mit. Und sagt dann, dein Gott soll mein Gott sein. Dein Volk soll mein Gott sein. Obwohl, sie kennt das Volk gar nicht richtig. Sie kennt noch niemals richtig die Rituale, weil das war in Moab nicht möglich, als Jude alles das jüdische Leben zu leben. Und doch sagt sie, nein, ich möchte mitgehen. Ich gehe wirklich mit. Obwohl sie Sitten und Gesetze nicht kannte. Und doch, glaube ich, ahnte sie, dass in Bethlehem die Zukunft liegt. In Bethlehem, in diesem Haus des Brotes, liegt wirklich die Zukunft. Die Geschichte von Ruth ist eine starke Frauengeschichte. Wirklich eine starke Frauengeschichte. Weil die Männer in der Geschichte wirklich auch sehr schwache Figuren sind. Nicht nur körperlich, sondern Entscheidungen getroffen haben, die überhaupt nicht gut sind. Es ist eine starke Frauengeschichte, weil die aus einer patriarchalen Gesellschaft herauskommen, die ihnen Schutz und alles geboten hat, wo immer das bringt das mit sich in diese Gesellschaft. In so einer Gesellschaft entscheiden die beiden Frauen, wir machen uns neu auf den Weg und wir glauben daran, das kann noch eine Zukunft geben. Schutz und Heimat und all das, was diese Gesellschaft damals versprochen hat, hat sich als Niemandsland entpuppt. Und sie sagen, wir gehen in ein anderes Land. Wir als beide Frauen gehen in ein anderes Land. Und Ruth verspricht ausgerechnet an dem Ort, wo Mose mal gesagt hat, ihr sollt nie mit denen zusammenkommen, ausgerechnet da verspricht sie, dein Gott soll auch mein Gott sein. Und unmerklich wird wirklich der Gott von der Naomi, wirklich der Gott auch von der Ruth mit der Zeit, wird Gott ein Gott von Fremden. Sie kommt in ein fremdes Land, sie ist eine fremde Moabiterin und sie kommt dahin. Leute, manchmal muss man um einen richtigen Ort zu gelangen, muss man den falschen Ort verlassen. Um an den richtigen Ort zu gelangen, muss man den falschen Ort verlassen. Und muss umkehren und sagen, ich muss dahin gehen, wo es wirklich das Brot gibt. Selbst wenn alles andere was anderes verspricht. Ich muss den Mut haben, wieder umzukehren und einen anderen Weg einzuschlagen. Und Ruth entscheidet sich, und der Entscheid muss man ein bisschen mehr verstehen. Das ist nicht einfach ein Abschied, ich gehe hier weg. Die verließ alle ihre Götter, alle ihre Kultur, alle ihre Familie, um sich auf etwas Neues einzulassen. Und das ist wie ein Akt von der Umkehr gewesen. Und das wurde sogar ein Vermächtnis, die ganze Geschichte. Sie geht wirklich zurück nach Bethlehem, zu dem Haus des Brotes, oder Brothausen könnte man sagen, könnte man übersetzen. Und im Brothausen kommt später Jesus als das Brot des Lebens auf die Welt. Seit hier wird der Jesus geboren. Und Jesus wird der Nachkomme von dieser Moabiterin, die Moab verlassen hat und nach Bethlehem geht. Neben Rahab, die Prostituierte, und Tamar ist Ruth eine der Frauen, der ganz wenigen Frauen, die im Stammbaum von David und Jesus erwähnt werden im Neuen Testament. Ruth gebar den Urgroßvater von David. Die Frau hat Geschichte geschrieben als Fremde in dem Land Juda.
und wo etwas ganz Neues. Um an den richtigen Ort zu kommen, muss man manchmal den falschen Ort verlassen. Leute, ich ertappe mich selbst immer wieder. Ich weiß, Alter schützt vor Blödheit nicht. Das ist wirklich so. Aber ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich, wenn ich in Stress bin, wenn ich Erleichterung benötige, wenn ich irgendwo merke, es ist aber nicht so gut, wie ich auch eine Tendenz in meiner Seele habe, nach Moab zu reisen. Da, wo mir Erleichterung versprochen wird, da, wo mir irgendwie Anerkennung versprochen wird, Bestätigung oder sonst was. Und sagt, look, es ist nur 1-2 Tagesreisen entfernt, das schaffe ich. Ich muss einfach mal Relief haben in meinem Leben wieder da oder dies und jenes. Und mache mich auf den Weg an Orte, die überhaupt nicht gut sind vielleicht für mich. Wir feiern heute das Abendmahl. Und wir feiern das heute individuell. Wir haben so kurz mal sehr gemeinschaftlich gefeiert. Ich habe darüber gesprochen, was das für eine Bedeutung hat, auch gemeinschaftlich das zu feiern. Wir machen das heute sehr individuell. Ich bin eingeladen gleich. Nach hinten hat es eine Station, hier vorne eine Station. Du kannst dir Brot holen, du kannst dir Traubensaft holen. Du kannst zu diesem Brothausen gehen, zu dem Brot des Lebens. Auch ein bisschen symbolisch, weil ich möchte ein bisschen als Frage mitgeben. Überleg dir mal, wo ist vielleicht in deinem Leben momentan ein Stück Umkehr auch nötig. Du sagen musst, wirklich, ich muss aus dem Moab wieder aus. Das hat mir was versprochen, aber das hätte sich aber nicht so entpuppt und vielleicht ist das auch überhaupt dumm. Da musst du jetzt nicht 3 Tagesreisen reisen, sondern es ist ein einfacher Schritt zu sagen, Gott, Jesus, ja, du hast alles gegeben und ich möchte mich wieder zu dir, dem Brot des Lebens, wieder zuwenden. Für den Bereich oder dies und jenes in deinem Leben. Dann bist du heute dazu eingeladen. Eingeladen nachher, das zu holen, an deinen Platz zu gehen, das still für dich zu machen. Sagen, Gott, ich möchte da und dort umkehren. Ich möchte das ernst nehmen. Ich möchte das Brot des Lebens ernst nehmen. Das möchte ich essen. Ich möchte nicht unbedingt an Orte gehen, wo mir was versprechen und letztlich mich in die Irre führen. Dann ist heute ein guter Moment. Und wenn du online dabei bist, du kannst das online machen, daheim, auf dem Sofa, wo du auch bist, wo du was zu essen, was zu trinken. Und dann kehr an dem Punkt um, wo du denkst, ich bin in Moab gelandet oder ich bin auf dem Weg dahin. Und das wird sehr individuell und ganz anders für andere aussehen. Aber ich ermutige dich, wenn du das spürst, dann kehr um. No big deal. Jesus wird da sein und sagt, hey, hier ist das Brot des Lebens. Und er macht den Weg. Und er wird Geschichte mit dir schreiben weiter. Und ich hoffe, ein Stück mehr Hoffnung kommt in dein Leben, auch wenn eine Situation vielleicht momentan traurig ist. Momentan Hungersnot herrscht, geistlich, sonst wie irgendwo es trocken ist in deinem Leben, ermutige ich dich, zu diesem Brot des Lebens zurückzukehren und dran festzuhalten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich bete mit uns und dann darf jeder, wer möchte, an diesem Abendmahl teilnehmen, indem er hier nach vorne oder nach hinten geht. Danke, Jesus, dass wir so eine Möglichkeit haben, heute umzukehren, ohne eine riesige Tageswanderung machen zu müssen. Und danke, dass das Angebot immer gilt, dass du gesagt hast, ich habe alles für euch getan. Und das gilt und das reicht. Und danke, dass du präsent bist hier und uns mit offenen Armen wieder empfängst.